Nicht jeder ist an derselben Situation. Wir haben sonst 3 Großkategorien, wo Leute die kommen. Das eine sind Leute, die in der Flüchtlingskonvention von 1951 fallen. Das sind Leute, die aus politisch, religiösen, ethnischen Gründen verfolgt gehen oder andere Ursachen, wie sie in den Flüchtlingskonventionen oder internationalen Rechtsinstrumenten beschrieben sind. Das sind Leute, die a priori können eine Demande d'Asyl frohen, aber die unerkannt wird, haben sie dann ein Recht auf Asyl. Da gibt es daneben eine zweite Kategorie, wo Leute, eine Großkategorie, wo Leute, das sind Leute, die sich als Sicherheit bringen für Kriegssituationen. Die sind als sich nur den internationalen Rechtsinstrumenten kein Demandeur d'Asyl, aber das sind Leute, die einen Anspruch auf Sicherheit haben. Und das ist das, was man muss gucken, wie können wir den Leuten, die für Krieg fortlaufen, die sich an ihre Familie wollen nach Sicherheit bringen, wie können wir da eine Sicherheit garantieren? Das ist aber eine zweite Kategorie. Die muss man sehen, per Analogie zu den Genfer Konventionen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegssituationen. Da ist das relevante Dokument, das man muss gucken, und daraus erledigen sich auch die Obligationen der Staaten an dem Dokument. Die dritte Kategorie, wo Leute, das ist auch eine numerisch Großkategorie und tendenziell eine Kategorie, die auch werden über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich stark fußen. Das ist Leute, die migrieren wollen an Europa aus ökonomischen Gründen. Die Ursachen wollen für sich und ihrer Familie eine bessere Zukunft zu bieten, die an Europa Chancen gesehen, die sie bei sich daheim vielleicht nicht gesehen, und dadurch wollen an Europa anreisen. Das muss ich allerdings wissen, dass so eine ökonomische Migration so nachvollziehbar auch ist, von den Situationen von den Einzelnen da guckt, dass der aber ein Konflikt gerät mit den europäischen Legislationen, und dass man muss gucken, dass so eine Migration muss legal auflaufen, dass wir nicht können eine illegale Migration, weil sie Gesetze einfach für gut heißen. Also auch da muss man da gucken, wie man auf so eine Situation reagieren. Natürlich ist bewundert, wie zu lesen, dass Herr Büttel an einem Entretien den Soir an der Belgischer Zeitung Le Soir publiziert wurde, und zwar den 5. September. C'est dans le Premier ministre, mais qu'on arrête de parler de migration, ces personnes ne veulent pas vivre mieux, ce sont des gens qui veulent survivre. Und das ist teilweise richtig, aber international verkannt, dass ganz viele eben Leute kommen, weil sie wollen besser leben. Und das ist auch unerkannt von der Europäischen Kommission, obwohl an andere Politiker in Europa. Die Europäische Kommission will extra politische Initiativen holen, für im Bereich von der Wirtschaftsmigration Maßnahmen zu holen. An der Lützeburger Premier sieht einfach die Kategorie, wo Leute gingen, nicht ging. Das ist natürlich just der Kontra von dem, was wir präkonisieren. Wir müssen differenzieren, wir müssen jeden aus einer einzelnen Situation legal und korrekt behandeln. Und das ist wichtig, dass also Premierminister, den aber Jurist ist, auch realisiert, wie unterschiedlich die verschiedenen Situationen sich durchstellen.